Konnten schon gar nicht aushalten, sind schon auf die Bühne gestürmt. Also von daher ist schon alles hier vorne. Und wenn man sich die Projekte vom TGS-BGZ anschaut, stellt man schnell fest, wie es in die Zukunft gehen soll, nämlich gemeinsam. Denn fast alle Schulformen des TGS-BGZ sind mit im Trialog dabei. Und auch die Projekte sind so vielfältig wie die Schülerinnen und Schüler selbst. Es wird gekocht, gezeichnet, gesägt, gebastelt, gesprayt, geschliffen und geschauspielert. Bevor ich jetzt aber versuche, alles genauer zu erklären, machen das lieber die Experten von vor Ort. Einen herzlichen Applaus bitte. Ja, vielen Dank, Herr Schneider, für das Stichwort gemeinsam. Gemeinsam ist unser Thema. Wir sind eine Schule, die ziemlich vielfältige Schulformen hat. Das geht vom BGJ bis zum Oberstufengymnasium und dazwischen auch ganz viel. Die Schule ist so, wie soll man sagen, vielfältig, wie auch die Kulturen vielfältig sind, und uns war es ein Anliegen, unsere Schulformen zusammenzuführen. Ich gebe Ihnen einen kurzen Einblick, was die Projekte gemacht haben. Hauptprojekt ist der Durchgang der Begegnung. Da wurden Wandtafeln gestaltet, es gab einen Symbolentwurf, ein Kochbuch wurde angefertigt, es gab eine Fenstergestaltung, ein Podest mit Hockern wurde errichtet, noch eine Wandgestaltung und es wird noch eine Wand der Wünsche erstellt, dann noch ein Puppenspiel, erdacht und Puppen gebastelt, und das dürfen wir gleich dann noch erleben. Das hier ist die Wandgestaltung. Hier war das Oberstufengymnasium beteiligt, da hat der Kurs Ethik Werte ermittelt und dann im Fach Bildende Künste wurden Wandtafeln gestaltet, die hier noch mit Hilfe von dem BGJ aufgehängt wurden. Also man sieht schon, wir haben es auch geschafft, unsere Schulformen zusammenzuführen. Das ist ein Bild davon, wie jetzt momentan die Wandtafeln bei uns aufgehängt sind. Dann gab es bei der Fachoberschule Design, die haben sich damit beschäftigt, ein Symbol zu entwerfen, das allen Kulturen gerecht wird. Da haben wir dann auch eine Umfrage bei uns in der Schule gemacht. Jede Klasse wurde gefragt, welches Symbol denn ihnen am besten gefallen würde. Das Symbol, das Sie dort gerade sehen können, ist der Sieger unserer Schule. Und dieses Symbol sieht man da vielleicht ein bisschen schlecht. Das ist der Halbmond, der das Kreuz innehat mit dem Davidstern als Stern. Das wäre der zweite Preis. Ja, und dann wurde ein Kochbuch erstellt, und da gebe ich jetzt weiter an die Schülerinnen und an die Lehrer, die das ausgeführt haben. Ich heiße Marina Herrmann. Wir besuchen die Klasse BVJ 10.1 Berufsvorbereitungsschuljahr Produktionsschule. Unsere Klasse sind verschiedene Schüler aus Italien, Syrien, Libanon und Deutschland. Wir haben 2 bis 4 Stunden Nahrungszubereitung in der Woche. Wir haben unterschiedliche Speisen aus ganz verschiedenen Ländern zusammengestellt. Lehrer und Schüler haben einige Rezepte mitgebracht, um internationale Speisen und Backwaren zu produzieren. Das war spannend, denn wir haben verschiedene Rezepte gemacht und probiert. Manchmal mussten wir es auch zweimal probieren, bis es schmeckte. Es war schön, weil wir zusammen neue Rezepte erarbeitet haben. Und weil wir eine Produktionsschule sind, haben wir unsere Backwaren im Lehrerzimmer verkauft. Manchmal fragten wir uns Lehrer nach den Rezepten, weil sie nacharbeiten wollten. Wir haben etwa 4 bis 5 Monate gebraucht, um die fremdartigen Rezepte zusammenzustellen für unsere Kochbuch. Darin werden wir uns auch kürzlich persönlich vorstellen und etwa über unsere Esskultur schreiben. Das Projekt hat uns sehr viel Spaß gemacht, obwohl es manchmal anstrengend war. Und damit Sie sehen, dass wir nicht nur über unser Projekt reden, sondern es auch in die Tat umgesetzt haben, haben wir Ihnen Kostproben mitgebracht. Greifen Sie nur zu. Wir danken Ihnen einen sehr ganz großen Dank an unsere Klassenlehrerin, die Frau Divier, unsere Lehrerin, Frau Sang, die uns auch unterstützt hat. So, während Sie dann die Köstlichkeiten genießen dürfen, möchte ich Ihnen unser Podest mit dem Kochbuch vorstellen. Da wurde in einem Durchgangsbereich bei uns in der Schule, das ist ein großer Aufenthaltsbereich, wurde ein Teil abgegrenzt, es wurde ein Podest errichtet.
mit Hockern, das war die Idee dazu, wie es aussehen konnte. Diese Hocker sollen dann nach und nach den unterschiedlichen Kulturen gerecht werden und dementsprechend gestaltet sein hier. Der Rasa zeigt gerade von einen, den wir erstellt haben. Ja. Du kannst vielleicht kurz sagen, worauf du uns aufmerksam hast. Wie ist der Hocker jetzt? Wir dachten, wir können uns auch auf den Hocker draufsetzen, aber der Rasa hat gesagt, nee, darf man nicht. Der Hocker ist jetzt heilig. Ja. Also der Hocker ist jetzt heilig, weil wir dort Schriftzüge auf den Koran aufgebracht haben. Und jetzt können wir uns nicht auf diesen Hocker setzen, der bekommt einen ganz besonderen Platz auf unserem Podest. Ja, wie der Aufbau erfolgt ist, erzählt noch dieser Sammel. Ich bin Sveta, komme aus der Klasse HWG und wir haben ein Podest gebaut, haben große Träger aufgestellt, darauf haben wir Platten draufgelegt, sie förmlich geschnitten, dass es auch rund wird. Da haben wir gerade die Platten zugeschnitten, dass sie auch genau passend zu den Stählern passen. Da haben wir Höcker gebaut, mit Leinen zusammen gemacht und ausgemessen, dass es auch passt. Und hier haben wir die Höcker bunt angemalt mit Rot, Blau, Gelb, dass sie auch farbig zu den Podesten passen. Okay, vielen Dank. So, hier sieht man schon mal eine kleine Impression davon, wie das nachher aussieht. Da haben die Hocker schon mal hingestellt. So, dann gab es noch eine Fenstergestaltung. Da erzählt eine. Ja, hallo, ich bin Daria, ich bin KI, der KI und mit dem Fokus der Erzieher waren wir in der Moschee in Dillingen und auch in der Kirche in Rode. Gemeinsam haben wir einen Studierenden zusammengesucht, wie wir unsere Platz an der Schule gestalten können. Dafür haben wir uns halt zusammengesetzt und Ideen gesammelt und das ist dann entstanden daraus. Und diese Fenstergestalten haben wir halt aus solchen Klebefolien gestaltet. Ja, vielen Dank. Das Projekt ist auch mit verschiedenen Klassen zusammen. Das ist mit dem EGJ dann zusammen mit dem Fokus der Erzieher oder verschiedene Klassen waren daran beteiligt, die diese Farbflächen da gestaltet haben. So sieht es momentan aus. So. Zum Thema Glas haben wir noch ein bisschen mehr. Wir haben auch Glaser bei uns an der Schule. Da darf ich einen begrüßen, der ein ganz tolles Symbol, was die FS Design entworfen hat, in Glas gebracht hat, in einer Technik, über die er ganz kurz was berichten wird. Das haben wir mit der Sandstrahltechnik auf Glas gebracht. Um es kurz zu sagen, das ist eine spezielle Form von Quarzsand, mit der dann feinporig ein Motiv aus Glas ausgehoben wird. Ja, vielen Dank. Dann gab es noch eine Wandgestaltung der Fachhochschule Design, die einen Entwurf auch gemacht haben. Und das haben dann zwei Schüler, die da ganz fit drin sind. Und ich meine, wir haben da eine wirklich sehr gelungene Wandgestaltung bei uns in der Schule in Untersifur angebracht. Also es lohnt sich vielleicht auch, sich anzugucken. Das ist sehr schön geworden. Ja, dann sind wir noch dran, eine Wand der Wünsche zu gestalten. Dort haben die Schüler die Möglichkeit, kleine Tontafeln anzufertigen, quasi schon entstanden, wo zum einen die Wünsche der Schüler oder auch die Wünsche, die es gibt, um ein Zusammenleben der verschiedenen Kulturen in Zukunft zu ermöglichen. Das ist jetzt ein Beispiel nur davon. Hier wurde dann auch das Symbol der FOS Design aufgenommen. Und dabei haben wir es auch so vor, dass wir verschiedene Buchstaben ausschneiden, also noch Hebräisch und arabische Buchstaben ausschneiden. Die werden dann quasi nachher als Tonarbeit in den Ton gedrückt und so können wir auch in einer anderen Schrift und einer anderen Sprache die Wünsche darstellen. So,
So, hier sieht man nochmal, wie die Schüler diese Buchstaben ausgeschnitten haben. So, und jetzt kommen wir zum Puppenspiel. Da erzählen auch noch verschiedene Schüler, wie die Puppen entstanden sind und das Puppenspiel entstanden ist. Ja, also ich bin der Kurt, komme von der Erzählschule aus Sauris. Und falls ich vielleicht fragen, ja, Sie haben richtig gehört, Zimmer Kurt. Das war der Nachname des Kurt. Das hat den Grund, weil ich selber aus dem kurdischen Raum komme und der Nachname da Kurt ist. Und ich möchte noch ganz kurz etwas sagen. Ich werde mich bemühen, Frau Schmidt-Neumann, weil ich sehr, sehr sprachgewandt bin, wie sie oft immer sagt. Und zwar würde ich selber einfach noch sagen, dass ich mich sehr freue, daran teilnehmen zu dürfen. Gerade eben für mich besonders, weil ich selber auch ein bisschen Migrationshintergrund habe. Und möchte mich mal wieder bei den Veranstaltern bedanken, dass sie auch dies ermöglicht haben, bei den anderen Schulen, dass sie auch andere mitgemacht haben. Bisher das, was sie gemacht haben, fand ich persönlich selber hergestellt. Aber auch die Geschichte, die wir gleich mit den Puppen vorstellen werden, haben wir auch selbst geschrieben. Und die ganze Arbeit haben wir zusammen in dieses Heftchen zusammengefasst, mit auf dem Lied, das wir dann zum Schluss singen werden. Und dieses Heftchen soll halt eine Handreichung sein für die Erzieher später in den Einrichtungen. Somit können halt die Erzieher genau das Puppenspiel so in den Einrichtungen auch durchführen. Und das ist halt der erste Schritt schon in die interkulturelle Erziehung. Und ja, wie man halt weiß, beginnt die interkulturelle Kompetenz nicht in der Grundschule, sondern halt schon bereits im Kindergarten. Ja, vielen Dank. Ein kurzes Bild, das ist meine Klasse ganz stolz mit ihren Klassen, mit ihren Puppen vielmehr. So, und jetzt darf ich die ganze Aufmerksamkeit unserer